Deutsch A2 B1 Фразы для экзамена по теме Arbeit und Beruf. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку. Все фразы соответствуют программе уровня А2 Б1 и пригодятся вам для сдачи экзамена по немецкому языку. Он приобрел профессиональный опыт. Hat Berufserfahrung gesammelt. Hat Berufserfahrung gesammelt. И здесь у нас используется perfekt, глагол sammeln, собирать. Это слабый глагол со вспомогательным глаголом haben. Hat Berufserfahrung gesammelt. Он работал на кухне. Hat in der Küche gearbeitet. Hat in der Küche gearbeitet. Hat in der Küche gearbeitet. Он приготовил блюдо. Hat die Gerichte gekocht. Hat die Gerichte gekocht. То есть глагол kochen – варить какую-либо пищу, готовить. Hat die Gerichte gekocht. Он мыл посуду. Hat das Geschirr gespült. Hat das Geschirr gespült. Hat das Geschirr gespült. Он чистил машины. Hat die Maschinen gereinigt. Hat die Maschinen gereinigt. Это те машины, которые используются на кухне, где-то на производстве. Hat die Maschinen gereinigt. Он спланировал меню. Hat die Speisekarte geplant. Hat die Speisekarte geplant. Hat die Speisekarte geplant. Он закончил работу. Hat Feierabend gemacht. Hat Feierabend gemacht. Hat Feierabend gemacht. Он помыл продукты. Hat die Lebensmittel gewaschen. Hat die Lebensmittel gewaschen. Hat die Lebensmittel gewaschen. Он выписывал счета. Hat Rechnungen geschrieben. Hat Rechnungen geschrieben. Hat Rechnungen geschrieben. Он проверил продукты. Hat die Lebensmittel kontrolliert. Hat
die Lebensmittel kontrolliert. Er hat die Lebensmittel kontrolliert. Он подготовил рабочее место. Er hat den Arbeitsplatz vorbereitet. Er hat den Arbeitsplatz vorbereitet. Er hat den Arbeitsplatz vorbereitet. Он убрал кухню. Er hat die Küche aufgeräumt. Er hat die Küche aufgeräumt. Er hat die Küche aufgeräumt. Он проверил рабочие материалы. Er hat die Arbeitsmaterialien überprüft. Er hat die Arbeitsmaterialien überprüft. Er hat die Arbeitsmaterialien überprüft. Он выполнял офисную работу. Er hat die Büroarbeit erledigt. Er hat die Büroarbeit erledigt. Er hat die Büroarbeit erledigt. Он подсчитал цены. Er hat die Preise berechnet. Er hat die Preise berechnet. Er hat die Preise berechnet. Он начал рабочий день. Er hat den Arbeitstag begonnen. Er hat den Arbeitstag begonnen. Er hat den Arbeitstag begonnen. Гости получили угощение. Die Gäste haben das Essen bekommen. Die Gäste haben das Essen bekommen. Die Gäste haben das Essen bekommen. И здесь у нас был perfect. Повар должен работать по выходным. Обращайте внимание, что существительное повар у нас будет не только мужского рода, но и женского рода. Ein Koch, eine Köchin muss am Wochenende arbeiten. Ein Koch, eine Köchin muss am Wochenende arbeiten. Предложение два глагола, модальный глагол muss от глагола müssen и на последнем месте глагол в форме инфинитив, то есть в начальной форме. Arbeiten. Ein Koch, eine Köchin muss am Wochenende arbeiten. Врач хочет исцелять больных. И здесь у нас опять врач, мужского рода существительное нужно использовать и женского рода. Вспоминаем. Ein
Arzt, eine Ärztin möchte kranke Menschen heilen. Ein Arzt, eine Ärztin möchte kranke Menschen heilen. Ein Arzt, eine Ärztin möchte kranke Menschen heilen. Продавец умеет разговаривать с покупателями. Ein Verkäufer, eine Verkäuferin kann mit Kundinnen und Kunden sprechen. Ein Verkäufer, eine Verkäuferin kann mit Kundinnen und Kunden sprechen. Обратите внимание, продавец, продавщица умеет разговаривать с покупательницами и покупателями. Ein Verkäufer, eine Verkäuferin kann mit Kundinnen und Kunden sprechen. Воспитателю разрешено играть с детьми, то есть имеет право. Здесь у нас глагол dürfen. Ein Erzieher, eine Erzieherin darf mit den Kindern spielen. Ein Erzieher, eine Erzieherin darf mit den Kindern spielen. Ein Erzieher, eine Erzieherin darf mit den Kindern spielen. Водитель автобуса не должен быть уставшим, то есть ему не разрешается быть уставшим. Ein Busfahrer, eine Busfahrerin darf nicht müde sein. Ein Busfahrer, eine Busfahrerin darf nicht müde sein. Пекарю приходится рано вставать. Ein Bäcker, eine Bäckerin muss früh aufstehen. Ein Bäcker, eine Bäckerin muss früh aufstehen. Учитель хочет учить молодежь. Ein Lehrer, eine Lehrerin will junge Menschen unterrichten. Ein Lehrer, eine Lehrerin will junge Menschen unterrichten. Ein Lehrer, eine Lehrerin will junge Menschen unterrichten. И мы переходим к сложным предложениям. Сложные предложения с придаточными, когда в придаточных сказуемое выносится на последнее место. Я думаю, что стажировка хорошая идея. Ich denke, dass ein Praktikum eine gute Idee ist. Ich denke, dass ein Praktikum eine gute Idee ist. Ich denke, dass ein Praktikum
eine gute Idee ist. Я подозреваю, что Фида хочет освоить профессию, то есть изучить профессию. Ich vermute, dass Fida einen Beruf lernen möchte. Ich vermute, dass Fida einen Beruf lernen möchte. Ich vermute, dass Fida einen Beruf lernen möchte. Я думаю, что Мигель считает стажировку интересной. Ich glaube, dass Miguel ein Praktikum interessant findet. Ich glaube, dass Miguel ein Praktikum interessant findet. Ich glaube, dass Miguel ein Praktikum interessant findet. Я знаю, что Анна прочитала статью. Ich weiß, dass Anna einen Artikel gelesen hat. Ich weiß, dass Anna einen Artikel gelesen hat. Ich weiß, dass Anna einen Artikel gelesen hat. Я считаю, что хорошо, что есть много путей в профессию. Ich finde gut, dass es viele Wege in den Beruf gibt. Ich finde gut, dass es viele Wege in den Beruf gibt. Ich finde gut, dass es viele Wege in den Beruf gibt. Я считаю, что диплом средней школы очень важен. Ich bin der Meinung, dass ein Schulabschluss sehr wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass ein Schulabschluss sehr wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass ein Schulabschluss sehr wichtig ist. Я предлагаю, чтобы ты занялся волонтерской работой. Ich schlage vor, dass du einen Freiwilligendienst machst. Ich schlage vor, dass du einen Freiwilligendienst machst. Ich schlage vor, dass du einen Freiwilligendienst machst. Важно получать информацию. Es ist wichtig, dass man Informationen bekommt. Es ist wichtig, dass man Informationen bekommt. Es ist wichtig, dass man Informationen bekommt.
Это правильно, что есть много идей на будущее. Es ist richtig, dass man viele Ideen für die Zukunft hat. Es ist richtig, dass man viele Ideen für die Zukunft hat. Это здорово, что можно попробовать себя в профессии. Es ist super, dass man einen Beruf ausprobieren kann. Es ist super, dass man einen Beruf ausprobieren kann. Es ist super, dass man einen Beruf ausprobieren kann. Жаль, что невозможно учиться без аттестата средней школы. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Это у нас были сложные предложения с придаточными. И мы переходим к глаголам с возвратным местоимением и с управлением, то есть глаголы, которые будут употребляться со своим собственным предлогом. Она радуется стажировке в Италии. То есть радуется предстоящей стажировке, потому что у этого глагола два предлога. Для будущего времени и для настоящего. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Вы хотели бы узнать о различных профессиях? Здесь у нас вежливая форма. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Мы регистрируемся на информационное собеседование. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Узнайте об обучении в Германии. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland.
Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Нравится ли тебе заботиться о других людях? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Вы интересуетесь профессией в сфере транспортных средств и технологий. И здесь мы обращаемся к людям во множественном числе, с которыми мы на «ты». Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Можно записаться на бесплатную консультацию. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Я немного в стрессе, потому что я ищу работу уже несколько недель. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Я говорю на 3 языках и имею опыт работы в офисе и в продажах. Ich spreche 3 Sprachen und habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. Ich spreche 3 Sprachen und ich habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. Ich spreche 3 Sprachen und ich habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. О да, я согласен с тобой. Это хороший совет. Ты мне очень помог. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen.
Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Ему очень нравится стажировка. Das Praktikum gefällt ihm gut. Das Praktikum gefällt ihm gut. Das Praktikum gefällt ihm gut. Госпожа Бауэр уже ответила тебе? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Я благодарю тебя за твою поддержку. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir für deine Unterstützung. Мне не нравится сегодняшняя еда. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Книги принадлежат тебе? Gehören dir die Bücher? Gehören dir die Bücher? Gehören dir die Bücher? Я нашел дорогу без проблем. Я ехал на автобусе, и поездка заняла всего 10 минут. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Я ведь не очень люблю спорт и больше люблю заниматься в свободное время музыкой. Ich mag ja Sport nicht so gern und mache in meiner Freizeit lieber Musik. Ich mag ja Sport nicht so gern und mache in meiner Freizeit lieber Musik. Ich mag ja Sport nicht so gern und mache in meiner Freizeit lieber Musik. Я спрашиваю о стажировке. У нас пошли глаголы с предлогами.
Ich frage nach dem Praktikum. Ich frage nach dem Praktikum. Ich frage nach dem Praktikum. Я разговариваю с коллегой. Ich spreche mit der Kollegin. Ich spreche mit der Kollegin. Ich spreche mit der Kollegin. Я говорю о рабочем времени. Ich unterhalte mich über die Arbeitszeiten. Ich unterhalte mich über die Arbeitszeiten. Ich unterhalte mich über die Arbeitszeiten. Я интересуюсь временной работой. Ich interessiere mich für den Aushilfsjob. Ich interessiere mich für den Aushilfsjob. Ich interessiere mich für den Aushilfsjob. Я узнаю об отеле. Ich informiere mich über das Hotel. Ich informiere mich über das Hotel. Ich informiere mich über das Hotel. Я претендую на должность, то есть подаю заявление на это рабочее место. Ich bewerbe mich um die Stelle. Ich bewerbe mich um die Stelle. Ich bewerbe mich um die Stelle. Я ищу объявления о работе. Ich suche nach den Stellenanzeigen. Ich suche nach den Stellenanzeigen. Ich suche nach den Stellenanzeigen.